Herzlich willkommen zurück zu Pioneers of Pagonia. Mir ist gerade oft etwas Lustiges aufgefallen, weil ich wollte eigentlich das Spiel pausieren, um noch ins Klo zu gehen und so. Und plötzlich dachte ich mir so, ich kann das Spiel gar nicht pausieren. Zumindest auf P geht's nicht. Fehlt dieses Feature noch? Oder, oh mein Gott, dieses Feature fehlt noch. Skandal. Das kann jetzt, das ist ein Skandal. Okay. Aber Escape geht, das ist schon mal schön. Okay. Ja, mein Gott. Wird dann noch kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Weiter geht's hier. Wir haben hier eine schicke Gemüsefarm. Bearbeitet die Felder. Was ist mit der los? Ja, Felder sind hier. Du musst schon arbeiten, Kleines. Was ist denn? Werkzeug, Sichel, Schaufel. Ja, fehlt das irgendwie oder was? Da beten die einfach nur zu uns. Kohlspross, Kürbisspross. Grasen am besten. Mit Erntereife 58%. Ja. 64. Dabei auch die Icons so verändern, ne? Das ist auch cool. Sollen die vielleicht alle 10% so verändern oder? Sagen irgendwie, okay, du hast von 0 bis 25% hast du ein Icon. Dann ist 50 das nächste Icon und so weiter und so fort. Die machen ihren Job. Sehr gut. Und hier sind wir alles am Arsch. Ja gut, warte mal, Stärkungsmahlzeiten ist wird verlangt. Was sind ja keine Rationen wie hier, sondern Stärkungsmahlzeiten. Weil die stehlen Rationen her und hier ist jetzt die Frage, die man sich natürlich stellen kann, wo gehen die Rationen überhaupt hin? Hier können sie nicht hingehen, weil den einfach deaktiviert. Der ist auch deaktiviert. Der ebenso. Und der auch. Also wer holt die Rationen hier überhaupt ab? Hier, das sind Rationen. Was macht der? Wer ist denn das? Was? Wohnhaus? Warum? Was noch cool wäre, ist, dass ich zum Beispiel sehen würde, wohin dieser Träger dieses Proviant hinbringt. Also, aber jetzt kein Paar bringt das jetzt. Ja gut, er bringt jetzt hier hin, jetzt sehe ich es gerade. Zum Steinbruch. Ration. Vielleicht der einfach zu weit weg und deswegen kann ich ihn nicht bis dahin bringen. Nö, ich habe eigentlich keine. Wie ich das daraus schließen würde, dass er da nicht bis da drüben hinbringen könnte. Also ich habe keinen Kreis oder so. So ein Symbol, das mir das anzeigen würde. Also. Genussmahlzeit stand. Die müssen natürlich genießen können. Die sind natürlich Genussmensch, ne? Ich bin ja auch ein Idiot. Hätte mir auch vorher sagen können, ne? Also hätte ja vorher. Ja. Gut. Also Holzfällerhütte, der sind noch dabei. Bitte die hier. Abholzen als nächstes, dankeschön. Hier, die sind auch dabei. Und auch nicht. So. Da wir unterwegs sind, also Getreidefarm um Farmland. Ich kann aber den einen doch wieder das eine Häuschen hier, und zwar den hier, einschalten soll.
Wobei, das sind Entdeckerposten, das ist der falsche. Der Wachturm wär's, der hier hinten vielleicht eher. Um hier oben noch die Grenzsteine wegzumachen. Das wäre ganz nett. Warenausgangslager voll, das ist natürlich doof. Vor allem macht der nur Laubholz. Ah ja, stimmt, das war ja mal was. Aber dafür haben wir auch etwas. Wo war es denn schon wieder? Hier, Lager. Lager an überschüssigen Warentyp 1, sobald Warenausgangslager voll sind, und Lager an individuell ausgewählten Warentyp. Platz für bis zu 24 Stück eines Typs. Genau, weil der hat zu viele Laubholzstämme und das kann er zu ihnen bringen. Theoretisch. Ja, komm, schnell, schnell, schneller. Schön bauen, schön bauen. Boom, dankeschön. Jetzt geht er hier, holt's ab, bringt's hier hin. Zack. Jetzt sind sie aber plötzlich schnell. Ist das schön. So, der Proviant mache ich noch schön dabei. Da ist er auch für die unter anderem. Für unsere werten Steinbrüche. Und der ist endlich auch welcher. Gut, jetzt kann er Kalkstein abbauen und macht es auch schon. Eine Steinmühle. Baue eine Steinmühle, um für den Bau fortgeschrittener Gebäude Zement aus Kalkstein herzustellen. Die Steinmühle braucht für den Bau hölzerne Zahnräder, die in der Holzwerkstatt hergestellt werden können. Hier unten war? Nein, hier. Hä? Wo ist sie? Sie ist weg. Hat er noch gar keine? Skandal. Nee, also mal hier. Da müssen eine haben. Ich habe ja Ding mal gebaut. Steinmetz. Das man noch entdecken war. Ah, hier, Holzwerkstatt. Laubholzbretter. Aus Laubholzstamm. Laubholzbretter. Also reproduzierst du mal unendlich viele. Der macht so lange mal, bis der Wald oben weg ist. Da wird es auch Laubholzdinge. Okay, dann macht er bitte mal alles wieder hier. Und dann den Förster brauche ich da nicht mehr. Ja, dankeschön. Das Forsthaus, bitte hier. Ich werde jetzt mal einen Weg ziehen. Weil hier drüben wird es eh schwierig. Ah doch, da geht. Ein bisschen irgendwo. Ja, doch schon irgendwie so. Ja. Gut, alle Konsorten davon, dann passt auch wieder. Dann machen wir noch den Brunnen. Schon wieder einen. Wo ist der Kackbrunnen? Brunnen. Das ist ein Marktbrunnen. Hier, Brunnen. Und nicht lauter Untergrund. Oh, der ist fies. Ja, vielleicht klappt es auch hier drüben.
So, wenn ich das natürlich gemacht habe, brauche ich nachher auch wieder eine Holzfällerhütte. Vielleicht auch 2. Mal gucken. Also, der ist im Gange. Dann waren im Rede von einem Steinmühle. Nicht Metz, sondern Mühle. Das man nicht bauen kann. Naja. Okay. Hätten wir das nachher auch für die Steinmühle, das Gebiet erweitern. Ja, sind sie schön dabei. Schön nach hier oben hin, ne? Weil hier oben hat es auch noch viel Stein. Gut, weil dann kann ich hier nachher die Getreidefarm mal bauen. Also die Fällerhütte ist hier, ist auch mit dabei. Tja, kommt gut, würde ich sagen, Freunde. Kommt gut, kommt gut. Baue Taverne, baue Esstisch. Ich würde gerne erstmal die Getreidefarm noch bauen. Hierhin geht es eh nicht, aber es wird schon eher... Das auch etwa hier sein, ne? So, das Ding kommt nachher weg. Das war natürlich alles auch, ja, schön hergestellt habe und so. Beziehungsweise besser gesagt abgeholzt habe. Kalkstein. Immer 3 Personen waren so ein Steinbruch. Baue Steinmühle, die ist gerade dabei. Getreidefarm auch. Farmland kommt danach. Obwohl ich eigentlich schon damit anfangen könnte. Da sind noch Zweige, Feuerholz. Da muss weg. Dankeschön. Mais, Flachsen, Weizen anzubauen. Aber wegen der Flachsen sage ich erstmal Weizen und Mais. Erstmal Weizen und Mais, komm. Brunnen habe ich hier einen, der müsste reichen. Ah ne, komm, bis ich da bin. Die sollen erstmal so ganz normal weitermachen. Gut, dann hätten wir das hier, das ist auch dabei. Tavernen und Esstische. Bau eine Taverne, um Genussmahlzeiten zu kochen, an nahegelegenen Esstischen Trägern zu servieren. Hierdurch wächst eine Bevölkerung. Esstisch. Mindestens 4 Esstische nehmen eine Taverne auf. Bevölkerung zu erhöhen, indem du Tavernen Genussmahlzeiten servierst. Gut. Das sind die Wohnhäuser, Proviant machen, Markt, Brunnen. Stellt Trinkwasser für Genussmahlzeiten zur Verfügung. Okay, die braucht es trotzdem. Marktstände. Taverne. Und einfach mal frech, wie ich bin, einfach mal irgendwie komplett aus der Form gegriffen, einfach mal so, zack, in der Mitte.
Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mhm. Bescheuert sieht's aus, definitiv, kann man nicht anders sagen. So, die Esstische. So, machen wir ein bisschen so. Nächstes war auch ein Marktbrunnen hier. Baue Brunnen 3 von 3, das ist auch so. Taverne, Esstisch auf dem Weg. Weberei kommt auch gleich. Kann hier ein bisschen Speed machen, ne? Perfekt. Stärkungsmahlzeit, Genussmahlzeit. Ich mache das mal. Also das hier, das hatten wir schon mal in der Demo, wenn ich nicht so ganz verstanden habe. Ich habe damals irgendwie auch nur gesagt, hey, machen wir Genussmahlzeiten, aber er hat irgendwie nur Stärkungsmahlzeiten gemacht. Aber ich bin mal gespannt, wie das funktioniert hier. Also, sehe klar, er braucht Feuerholz. Jetzt wäre natürlich eine Frage, die ich mir stellen könnte. Soll ich ein Lager hier bauen für Feuerholz generell? Damit der da relativ schnell hinkommt. So. Warenausgangslager voll. Das Lager selber ist auch voll. Gut, das wird schon geleert, keine Sorge. Er braucht sie fürs eine oder andere. Dann haben wir die Gemüsefarm hier. Es ist der natürlich schon zu schnell hier ausgebrochen, ne? Oh, ist das fies. Er hatte die Hoffnung von wegen, ja, wenn ich es auch dran baue und so, dass der nicht irgendwie darüber geht. Noch die Felder klaut. Dann kann ich das hier irgendwie, keine Ahnung, mal sagen, nee, bitte mal hier hin. Bearbeitet die Felder. Viel Wasser haben sie, aber das müssen wir auch erstmal warten, da ist klar. Kann ich jetzt hier sagen, also Farmland, gut, stimmt, ich kann natürlich auch hier sagen, hey, ich hätte gerne Weizen hier. Hier auch Weizen. Ja, warte mal, machen wir da unterschiedlich, ja? Haben wir, glaube ich, in der Demo auch so versucht. Da ist schön so rüber, schön so. Dann hier wieder das Ding, da auch das Ding. Da machen wir schön Mais. So. Dann da Mais gepflanzt und so. Ja, das sind immer so Dinge.
Hm? Das ist wieder falsch. Ja, müssen noch ein bisschen beobachten, Leute. Das ist noch nicht so ganz koscher. Das Lager ist leer. Lalalala. Gut, jetzt einfach nichts machen, ist irgendwie auch doof. Dann haben wir die ganzen Laubholzbäume. Das passt doch auch. Klar, das Lager, sagt er gerade, ist auch voll das Scheißlager. Das stimmt. Ja, okay, sie gehen so ein bisschen Mühe. Kein Zutaten für Genussmahlzeiten, sagen sie. Nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz. Gut, das macht Sinn. Baue Marktstände, 6 Stück. Mal so gucken. Warte mal, wann bis jetzt haben die eigentlich nur... Na gut, Leder, aber vor allem Hasenfleisch, ne? Ich sage, hier ist also das Lager für Hasenfleisch. Nein, warte mal, was anderes. Hasenfleisch jetzt aus, könnte ich ein bisschen viel davon haben. Silber wurde entdeckt. Oh, das höre ich gerne. Gemüse. Machen wir mal Kürbis. Ich zum Teil ein bisschen die falschen, das ist ein bisschen nervig. So, Mais. Was haben wir noch Schönes? Waldprodukte. Da machen wir Himbeeren noch. Weil die Himbeeren dann eigentlich lieber oben beim Sammler, wenn ich ehrlich bin. Nee, ein bisschen doof gerade. So, das Lager mit dem Feuerholz füllt sich. Genussmahlzeiten, die kommen hier langsam, die kommen. Müssen wir erstmal die Felder bearbeiten und so. Ausgangslager voll, genau, das ist halt die Frage. Da müssen wir auch bis hierher kommen. Die Steinpilze noch irgendwo hinbauen. Ich hoffe, das klappt da noch. Ich weiß nicht, wie das außen wegen, ja, ist alles am gleichen Ort und so, aber ich brauche jetzt gerade ein bisschen diese Normalität, kann man fast schon sagen. Damit ich irgendwie weiß, okay, das gehört dahin und das ist so. Kommen Sie, kommen Sie! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Baue Wohnhäuser, noch mehr. Bauweberei, die machen wir später. Meilensteinentdeckung, das ging also mehr als 40.000 Quadratmeter vergrößert. Glückwunsch. Vielen Dank, liebes Spiel.
Das immer gerne. Die Farben sind ja cool. Noch cool, wenn du noch ein Icon drauf hätte, zum Beispiel jetzt hier für das Hasenfleisch. Aber dass ich schon mal sowas habe, damit ich sehe, okay, das ist jetzt Fleisch. Also wenn es kommt vom anderen Typen, also kommt vom Jäger. Von der Jagdhütte. Ist auch schon mal viel wert. Gut, wir haben hier das Farmland. Das schließt soweit auch. Sehr gut. Wir haben hier Lager für Laubholzdinger. Der hat nichts mehr zu tun bald. Wo es aussieht. Sammelt immer noch. Schön, schön. Ist eigentlich hier bei unserem Wald aus hier drüben. Unsere Bäume. Wasser müsste hier vom Brunnen her haben. Dann habe ich hier eine Holzfällerhütte. Sammelt. Alle 3 Dinger. Perfekt. Stein wurde entdeckt. Wachselstein oder was? Pass auf, nur Stein wurde entdeckt. So. Gucken, ne? Und da wirklich alles schön auffüllen. Kürbis, Kürbis. Lecker Kürbis, lecker Kürbis. Eigentlich muss das Ganze natürlich schön hier aufstellen, ne? Dass ich irgendwie so 4 Marktstände habe für Gemüse, da Fleisch, Fertigprodukt, also sprich Brot vielleicht gibt es ja auch noch. Etc. etc. Was irgendwie vielleicht noch eine Idee wäre zu sagen, auch die ganzen anderen Dinge, die wir hier haben, die ganzen Lager sind auch alle hier in der Mitte. Also quasi in der Mitte hast du die Taverne und dann auch die ganzen Marktstände und so. Oder eben auch die Lager. Da haben ein bisschen eine Reihe dahinter oder so, aber halt alle irgendwie zentral. Okay, jetzt soll er herstellen. Genussmahlzeiten. 4 angeblich. Aber hier Produkte steht einfach noch 0 Stärkungsmahlzeit. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das irgendwie ein Bug ist oder so. Was macht der jetzt? Der ist ein Koch. Bringt der jetzt hier wieder Genussmahlzeiten hin? Da holt er sich jetzt erstmal die Waren. Hier haben wir den Hasen. Ich muss so viel Hasenfleisch haben, ne? Da müssen noch ein bisschen mehr kommen. Da holt er sich jetzt das Wasser. Was macht er jetzt? Er holt das Wasser. Gut, im Korb sieht es ein bisschen seltsam aus, das Wasser, aber okay. Er holt sich direkt alles zusammen. Sehr schön. Aber ein bisschen schade ist, dass ich jetzt hier die Küche nicht gerade sehe. Das wäre noch geil. Naja. Also Esstische sind aufgestellt. Die warten hier zum Teil schon. Die haben schon welche. Aber kannst du dann anklicken. Ja, ein bisschen schade. Habt ihr denn jetzt hier Genussmahlzeiten? Ja, offenbar schon. Babys sind auch schon auf dem Weg. Ja, okay. Das geht schnell bei euch. Eben das verstehe ich also nicht so ganz. Ich stelle Genussmahlzeiten her, keine Stellungsmahlzeiten, okay. Aber ich sehe die Produkte hier nicht. Das irritiert mich ein wenig. Klar, ich sehe es hier und ich kann es mit Hand vom Icon ja vorstellen, dass es das sein soll. Aber warum sehe ich es hier nicht? Sieht aber auch schön aus. Pilze natürlich sofort. Das auch. Mais, Kohl, Kürbis. Das ist halt schon geil. Wenn du so ein Feature hast und alles direkt siehst, auch hier zum Beispiel, also direkt siehst, ja, der ist leer, wenn man nicht genug hat oder welchem Grund auch immer. Das hat schon was, finde ich. Dass noch gar nicht Brot bauen muss, das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Weil ich muss sowieso langsam vom Fleisch weg, jetzt nicht, weil irgendwie alle Veganer sind oder so, sondern, genau, weil sie langsam sicher keine Tiere mehr haben. Wir haben hier schon alle Tiere schon alle ausradiert. Das ist natürlich ein bisschen doof. Der sammelt noch. Das Sägewerk ist hier voll im Gange. Oh. Ja gut, der ist natürlich in neuen Dingern kommen. Staubig sehr schlecht. Mir hier keinen Gefallen getan, wa? War der hier oben? Gepflanzt, tot. Nein, er ist tot.
ich habe ihn ermordet. Ja, hätte er hier oben bauen sollen, ne? Aber so lernt man ja dazu. So. Die Folge, 30 Minuten. Bin eigentlich langsam sicher aber am Ende hierzu, zumindest für die heutige Folge. Aber trotzdem natürlich noch hier ein paar Wohnhäuser. Jetzt macht jemand nach unten. 8 insgesamt, war. Warte. Ich mach Dreierblöcke. Ist ein bisschen doof geworden. Ja, mir hat nicht unbedingt einen Gefallen getan, muss ich gerade ehrlich zugeben. Das war irgendwie, naja. Hätte noch besser machen können, tatsächlich. So. Mal noch ein paar Häuser. Ich weiß, ich könnte natürlich auch kleinere Wohnhäuser machen. Das wäre auch kein Problem. 3 plus 5 sind 8, oder? So. Hätten wir das. Nachher kommt die Weberei, eine Werkzeugschmiede und Bauschneiderei. Und nachher aber sicher, glaube ich, müssen wir es dann langsam mal haben. Also mit den verschiedenen Gebäuden. Ja, ist immer dasselbe. Ich verstehe nicht ganz. Oder vielleicht ist halt. Ich könnte natürlich auch Folgendes vorstellen. Moment. Theorie. Also bisher so erlebt oder gesehen haben, ist ja auch nicht nur Lagerbestand, sondern es geht auch darum, dass hier unten vielleicht die Produkte stehen, die man nachher abholt. Also Lagerbestand ist das, was ihr selber auch einsammeln. Wie zum Beispiel der hier sammelt alle Produkte und so ein, ist klar. Aber diese Produkte bringt er nachher nicht weg. Also sprich, oder auch hier, Produkte. Lagerbestand, der behält er bei sich, weil er holt es von anderen Orten, wie zum Beispiel jetzt hier im Steinbruch. Das könnte sein, dass quasi der Lagerbestand ist, irgendwie selber holt. Produkte ist das, was er nachher quasi im Ausgabefach hat. Also im Sinne von hier vom Steinmetz, also sagt, hey, ich habe hier Werkstein, ich habe Grenzstein, gut, aktuell ist gar keine. Der sagt, hey, ich habe 15 Grenzstein, ist abholbereit. Ja, das sind die Dinger hier. Und Genussmahlzeiten, wenn die hier stehen würden, dann würde es bedeuten, dass die Leute, in dem Fall hier die Wohnen, also die Einwohner hier, die holen müssten, um zu Hause zu essen. Aber die wollen nicht zu Hause essen, die wollen ja hier bei den Esstischen essen. Und deswegen stehen die hier gar nicht, weil sobald er was zubereitet hat und sobald sie Leute hatten, serviert es ihnen auch. Das könnte ich mir halt durchaus noch vorstellen, dass das ja halt so funktioniert. Aber gerade auch wegen Kreis, weil der Kreis hier ist viel zu klein, damit auch die Wohnhäuser alle drin wären. Gerade bei größeren Siedlungen. Da macht es eigentlich nur so mit den Esstischen, sind das die Dinger, ja auch Marktbrunnen, vielleicht die Dinger gar nicht, die Marktstände können auch irgendwo weit außen sein. Aber der Brunnen und die Tisch müssen in dem Radius drin sein. Und der Rest kann weiter außen sein. Die Leute hier, die kommen halt essen. Die Esstische, ganz klar. Und ja, dass es so irgendwie funktioniert. Und dass halt hier keine, keine Genussmahlzeit die angezeigt wird, oder hier auf dem Esstisch auch nicht. Ja. Vielleicht, dass hier auf dem Esstisch kein hat, ist noch ein Bug, können wir vorstellen. Das ist gar nicht geplant gewesen. Ich persönlich fände es cool, wenn ich hier noch eine Anzeige hätte. Genussmahlzeiten. Aber nach der Theorie würde es eben Sinn machen, dass ich hier nur Stärkungsmahlzeiten bei den Produkten habe. Aber halt keine Genussmahlzeiten. So. Keine Ressourcen mehr in Reichweite. Natürlich halt nicht so schön. Dann können die eigentlich auch pausiert werden. Nämlich will die ja eigentlich weiter außen haben. Jetzt nicht ganz so geklappt. Aber hier mit den Bäumen klappt es besser. Am besten, okay. Also der Holzfällerhütte da oben pflanzen. Passt doch. Aber einen kleinen Denkfehler gemacht, aber okay. Auch ich darf mal irren. Nicht allzu oft natürlich, aber ab und zu darf er auch mal. Dann hätten wir das. Da ist der Wachturm. Nimmt Land ein. Ich habe noch Grenzsteine. Gar kein Thema. Ich müsste einfach mal den Deckel losschicken, wa?
Sonst sehe ich nichts. Ration ist auch kein Problem, da wäre mittlerweile auch genug. Nicht sogar. Wer stellt jetzt die Ration schon daher? Proviantmacher, hier. Der sagt, es ist voll. Eine tolle andere Variante. Ich sage, ich hätte gern noch so ein Lager. Das könnte zum Beispiel gerade auch hier sein. Oder woanders, aber ist ja eigentlich egal. Ich sage, hey, mach mir. Das ist überhaupt so. Ich muss hier eher spezifizieren, wa? Das geht gar nicht, ne? Ich kann Holzarten auswählen, aber da ist ja... Nee, immer gewundert, wenn das funktionieren würde. Zutaten tierischen Ursprungs und so, das ist noch ein bisschen was anderes. Er sucht die Endprodukte quasi. Okay. Ja, irgendwie scheint das nicht zu gehen. Oder gerade okay, Proviant machen, kann er vielleicht irgendwie auch was... Da gibt Proviant vielleicht hier drunter. Nein, noch eine, oder den hier, der hat nichts drin. Alles. Alles und noch viel mehr. Nö. Brot kann man hier zwar schon machen, ne? Was ich schon erwähnt habe, wegen der Mühle. Mal das mal dahin. Und was bei den Genussmahlzeiten noch interessieren würde, ist, was er alles braucht. Ja, also kann er es auch aus Pilzen machen. Also gibt es sogar spezifische Rezepte, die ich irgendwie mir anschauen könnte und zu sagen, okay, ich hätte gern dies und jenes. Irgendwie, keine Ahnung, ein super Genussding, sage ich jetzt mal ganz doof gesagt, eine super Genussmahlzeit, wofür ich Deluxe-Waren brauche. Zimmerer, Planierer, Baustellenträger, Träger. Da wohnen viele Leute drin. Mit Babys inklusive, ne? Nicht zu vergessen, Freunde. Babys sind hier auch drin. Und das Schönste ist, keiner bezahlt Steuern. Oder? Nö. Das ist auch mal schön. Eine Welt ohne Geld. Ah, das wäre ein Traum. Also, zum Teil. Manchmal. Gefühlt. Oder vielleicht doch nicht. Gut, Leute, ich sage mal Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pioneers of Pagonia. Die Gänge hier kommen natürlich noch weg, sobald hier alles abgeholt wurde. Ich muss wieder mal, ähnlich wie hier, noch ein paar mehr Lager bauen. Noch ein volles Lager, aber noch einen dritten für Laubholzdinger. Und ja, ansonsten mal gucken, was wir noch alles von Inseln entdecken werden. Natürlich wollen wir hier noch eine Weberei bauen. Die anderen Dinger hier, wie auch die Bevölkerung erhöhen. Aber ich hatte das Gefühl, zumindest was die erste Map betrifft, sind wir beim nächsten Mal vielleicht schon am Ende. Wir werden sehen. Bis dahin. Man nehme ich das Abschlussbild. Ja. Den Kohl. Hauptsache er verkohlt mich nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.